Ein Hügelgebiet, das gern als Emmental vom Aargau bezeichnet wird und rund 30 km nordwestlich von Luzern liegt. Hier auf der Anhöhe, zwischen Wienen und Zurental gelegen, ist der Betrieb der Bolliger Agrardienst zu finden. Ja, wir haben einen Landwirtschaftsbetrieb mit 14 Hektaren. Auf dem Lohnbetrieb haben wir 5 Festangestellte, der Vater und ich. Wir haben noch ein bisschen Futter, Ackerbau und Pouletmast. Der letzte Mais wird gesagt. Diese Parzelle hier zeigt die Struktur der Landwirtschaftsbetriebe, die hier geführt werden. Ja, wir haben natürlich viele von unseren Kunden sind Nebenerwerbsbetriebe, kleinere Betriebe oder dann natürlich Betriebe, die einfach selber so viel Tiere oder Arbeit haben, dass sie die Arbeit vergeben. Wir sind sicher eher im hügeligen Gebiet. Unser Betrieb selber ist auf 700 Meter. Wir haben aber dann natürlich auch Kunden so rund um Schöfteln, Aarau, die auch auf der Ebene sind. Ja. Heute steht die Grünfutterernte im Mittelpunkt. Wir haben jetzt bei vielen Heugrasgemeinden zum Heuen. Wir sie dort auch unterstützen, die nicht nachmögen oder nicht mechanisiert sind. Sicher ein rechter Teil ist jetzt Pressen. Also mal rauspressen ab Stock, die noch mit Stöcken leeren, dass sie am Ende heuen können. Oder dann viele so Heilastpressen für Rostbetriebe und so, die jetzt aktuell ist, die eher älteres Futter brauchen. Alle Geräte müssen jetzt zuverlässig und sicher laufen. Erst recht am Hang. Für das Bolligers müssen die Fabrikate vom Maschinenpark darum diese Eigenschaften haben. Die Maschinen müssen für uns im Unterhalt günstig sein, einfach zu verstehen, wenn wir verschiedene Chauffeure haben. Sie müssen zuverlässig funktionieren und gute Arbeit machen. Auf dem Betrieb kommen jetzt alle Zugfahrzeuge zum Einsatz. Das Gespann hier mag vielleicht erstaunen, bewährt sich aber. Vor allem auch der Traktor. Da ist gerade ein Fendt 818er. Er hat jetzt nächstens 10'000 Stunden auf unserem Betrieb gemacht. Zuverlässige Maschine. Steht relativ breit für einen Höger, also gäbiges Fahrzeug. Man fühlt sich wohl drin, wenn er ein breit steht. Man hat nicht Angst, dass man es überdrehen will. Ja. Es ist Samstag und die ganze Bolliger Mannschaft ist unterwegs. Hier wird gerade für den Pferdebetrieb das Heilitz gepresst und eingepackt. Doch das Lohnunternehmen ist nicht die einzige Instanz, die jetzt den ländlichen Raum beansprucht. Viele Privatleute verbringen an diesem Tag ihre Freizeit hier. Das hat Konfliktpotenzial. Wie gehen die Bolligers damit um? Wir haben ein bisschen die Einstellung und schauen, dass wir mit der Zivilbevölkerung einem Strang ziehen können. Wenn man langsam an den Leuten durchfährt, abbremst, ein bisschen die Zeit rausfährt, winkt. Wie die mit den Hunden laufen auf den Feldstrassen. Da müssen wir einfach den Frieden haben mit. Logisch, wir haben grosse Maschinen, aber zuletzt müssen wir die Schlagkraft erreichen, dass wir etwas hergebracht haben bis zu oben und etwas Geld erwirtschaftet haben. Im Verlauf des Nachmittags bringen Gewitterwolken die Gemüter der Kunden und der Fahrer dann noch ein bisschen in Aufruhr. Aber eine Stunde später sieht es schon wieder ganz anders aus. Der Feierabend wird heute nicht vor dem Eindunkeln gemacht. Der Bolliger Agrardienst bedient rund 500 Kunden in der Region. Die Tendenz durch die Restrukturierung in der Landwirtschaft eher abnehmend. Wie sieht der Betrieb seine Zukunft? Ja, ich denke, die Herausforderung ist sicher, dass man sich mehr spezialisieren muss. Ich denke, man muss eher nicht unbedingt noch vielfältiger werden, aber das, was man macht, muss man richtig machen. Wir haben natürlich immer mit den Mitbewerbern zu kämpfen, die halt keine Lohnkosten haben oder das Zeug am Feierabend machen. Und da müssen wir sicher einfach attraktiv bleiben, dadurch, dass wir es wirklich perfekt probieren anzubieten und auch immer Vorreiter sind, wenn es wieder etwas Neues gibt. Ja, und dann geht es auch noch um die Frage nach der Motivation der Fahrer. Wäre einmal zur Abwechslung eine 100 Hektar grosse Parzelle mit dem entsprechenden Fuhrpark zu kultivieren nicht auch reizvoll? Würde mich auch reizen, aber die Herausforderung hier bei uns
ist fast grösser. Man muss sich noch mehr konzentrieren. Wir haben kleine Parzellierungen hier umeinander, 30 Aren, 50 Aren, wieder 1,5 Hektare. Und die Herausforderung an den Hanglagen, Säen und so, Pressen etc., die ist schon gross. Und die nehme ich gerne auf mich und liefere gerne Top-Arbeit hier.